Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin die Schwester im Moment nach Medina Shahada. Ich bin vor fast 4 Jahren zum Islam konvertiert. Meine Geschichte war so, ich erzähle sie ganz kurz. Also meine Familie war schon immer, hat mich immer schon erzogen, dass ich sauber in die Ehe reingehe, kein Freund darf, am besten jetzt nur mit Mädchen was unternehmen sollte. Ich war auch dementsprechend auch nur mit Muslima, nur mit Türkin und Araberin, und ich fiel gar nicht auf, weil ich genauso aussehe wie sie, und ich habe eigentlich so gelebt wie sie. Wir hatten die gleiche Einstellung im Leben. Ja, und wo ich 18 war, da habe ich auch meine Mutter gesagt: Mama, lass uns mehr für unsere Religion nachgehen. Ich will nicht nur Ostern oder Weihnachten in die Kirche gehen, weil wir Griechen das meistens so machen, weil das sind die hauptsächliche Feiertage, die wir in Griechenland richtig feiern. Ich bin ja Griechin, und bevor ich mich richtig damit befasst habe, Christentum und richtig danach zu gehen, hat mir Allah subhanahu wa ta'ala Zeichen geschickt, die hätte ich nie so, ich hätte niemals die Religion angenommen, aufgrund meiner Schwestern im Islam, weil sie mir immer gesagt haben: Vicky, du lebst wie eine Muslima, bekehr dich. Aber ich wollte das nicht wahrhaben, und eine kurze Geschichte, wie ich meine ersten Zeichen war so, als ich noch Christin war ich mit meiner Freundin bei ihr zu Hause und haben Geisterbeschwörung gemacht, also richtig Kinderkram, und in diesem Raum hat immer ihre Mutter gebetet. Und ich weiß nicht, ich war in der Gebetshaltung halt am Sitzen, während man Etayatu aufsagt, und aus dem Nichts, ich konnte meine Beine nicht bewegen, und ich schaute nach unten mit meiner Freundin gleichzeitig. Ich konnte meine Beine nicht bewegen. Ich erschrak, wir beide erschraken, und aus dem Nichts war das Gebetsteppich da, und ich dachte: Subhanallah, was ist das? Warum kann ich meine Beine nicht bewegen? Warum hat das so Kraft über mich? Warum bewegt mich das so? Ich wollte das aber nicht wahrhaben und habe dann das beiseite geschoben und war dann bei Anna, eine andere Freundin. Ich wusste immer schon, dass Jesus für mich auch nicht Gott, Heiliger Vater und diese Trinität nicht das Wahre ist. War bei meiner Freundin, wie gesagt, bei einer anderen. Und sie waren im Fernsehen, haben umgeschaltet nach türkischen Serien, und auf einmal sah ich ein ganz großes Licht. Ich bat die Mutter: können Sie bitte wieder zurückmachen, diesen Sender, was ist das, dieses Licht? Und dann sah ich Mekka, ich habe Adhan gehört, ich bin von der Couch runtergefallen, ich habe geweint, und es war so, als wenn, wo Allahu Akbar gerufen wurde, wo wieder so, als wenn einer sagt: komm zurück zu mir, kehre zurück zu dem wahren Weg des Islams. Und ja, und dann, ich habe geweint ohne Grund, und ich dachte mir: warum weine ich? Ich bin doch richtig stolz orthodox und hätte gewollt, dass ich Muslimin wäre, wenn meine ganze Familie Muslim ist. Und ja, dann fing es an. Ich habe durch Zufall Leute kennengelernt, weil ich Dua gemacht habe: bitte zeig mir den richtigen Weg. Hab mitten im McDonald's einen praktizierenden Italiener gesehen, hat mir auch gesagt, er war streng Katholik. Und dann habe ich ihn nie wieder da gesehen. Also ganz komische Begegnungen. Oder auch ein Bruder hat mir auch gesagt: schlag mal diese Seite nach in der Bibel, du siehst doch diese Widersprüche. Und ich wusste auch, das sind Widersprüche. Und dann hat auch eine Freundin zu mir gesagt: mach es, aber bald das für dich, wegen deiner Familie, ich halte zu dir. Ja, dann habe ich die Shahada für mich gesagt. Es war so ein befreiendes Gefühl, Alhamdulillah, als wenn irgendwas von mir weg ausgewichen würde, irgendwas Böses in mir. An diesem Tag hatte ich noch, das war der letzte Tag, wo ich mit dem Bruder Kontakt hatte. Ich wollte auch keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Er hat mir gesagt: du hast was Großartiges getan. Er war auch froh über mich, dass ich zu dem wahren Weg wieder gefunden habe. Ich bin dann eingeschlafen. Meine letzten Gedanken waren bei Gott, wie dankbar ich bin. Und ja, und dann habe ich von 3 Propheten geträumt. Von Ibrahim, von Isa und Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ich habe zu meinem Freund, ich bin hingerannt und habe gesagt: wer ist dieser Mann? Bitte wer ist das?
ich habe ihr beschrieben und sie hat zu mir gesagt, das ist Mohammed. Und ich habe gesagt, ja, ich wusste es war Mohammed. Ich wollte es dir sagen. Und ja, seitdem, 4 Jahre fast Muslima. Ich träume immer noch islamische Träume. 2-mal ist ein Mann zu mir gekommen und hat gesagt, fang an zu beten und sei nicht mehr so stolz, Griechen, und vergiss deine Familie, weil das Erste, was du nach dem Tod gefragt wirst, ist ja, hast du gebetet? Und inshallah werde ich das machen. Und für mich ist die wahre Religion Islam nicht aufgrund Erzählungen und mach dies, das, sondern selber, weil ich dann diese Träume hatte, die waren keine Zufälle, und diese Beschreibungen auch. Vor kurzem habe ich einen Djinn in meinem Traum gesehen. Ich habe gesagt, Auzu Billah, er ist von mir weggewichen. Subhanallah. Und ich weiß nicht, und auch wenn ich bete und fühle, ich werde erhört und gehört, und ich weiß, dass es die wahre Religion ist. Und Alhamdulillah, und ich hoffe inshallah, dass meine Familie zum Islam auch konvertiert und dass all die Menschen das sehen, was ich sehe, und einfach das Stolze ablegen und einfach sich auf das Wahre begehen, weil man kann das Wahre beziehungsweise das Falsche, was in der Bibel steht, diese Widersprüche nachlesen. Man muss einfach sein Herz öffnen, und dann wird man inshallah mit Gottes Hilfe, Allah subhanahu wa ta'ala, die Kraft sehen, das Wahre sehen, dass das die wahre Religion ist. Und ich hoffe, dass wir alle zu den Paradiesbewohnern gehören, und glaubt mir, und früher habe ich wirklich Schwestern ausgelacht, die Kopftuch anhatten, aber jetzt wünsche ich es mir vom ganzen Herzen, dass ich Kopftuch anziehe und dass ich meine Religion praktiziere und einfach Allahu Akbar schreit durch die jetzt andere Stadt bin und mein Kopftuch anziehe und ich vor Freude weinen könnte, weil ich mich nicht mehr verstecken muss in ein demokratisches Land, wie angeblich Deutschland ist. Aber wir schaffen das, inshallah, und gemeinsam sind wir stark, und öffnet eure Herzen, Geschwister im Islam. Das war meine Geschichte. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich bin Sonja. Ich bin 22 Jahre alt, und ich bin seit ich 15 bin, habe ich diesen Interesse für den Islam gefunden. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, deutsch-türkisch. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Türke. Aber mein Vater hat sich nie für den Islam interessiert. Aber trotzdem, er hat diese Erziehung gemacht, was für ihn am besten war. Nicht rausgehen, nicht mit Jungs treffen, Jungfrau bleiben. Das, was für ihn als Vorzug war. Doch ausleben durfte ich das nicht. Auf einer Seite, ich sollte bedeckt sein, auf der anderen Seite, ich sollte deutsch leben. Dann ich musste zur Kirche gehen, ich wurde getauft und ich musste Kommunion machen. Und ich habe immer gesagt, so, irgendwas stimmt da nicht, das ist irgendwie nicht das Wahre. Ich habe immer die Antwort gesucht, warum die beten Jesus an. Warum ist immer dieser Jesus mit dem Kreuz an erster Stelle? Ich habe gesagt, irgendwas stimmt nicht. Die Leute konnten mir nie Fragen beantworten, oder wenn ich was gefragt habe, die wussten selbst die Antwort nicht. Auch die Priester konnten nicht sagen, warum das genau so ist. Und ich habe gesagt, so, dass irgendwie ist das nicht für mich die wahre Religion. Ich finde keine Antworten, ich fühle mich nicht wohl. Und habe dann heimlich angefangen, Kopftuch zu tragen, mit dem Schweinefleischessen aufzuhören. Ich habe heimlich gebetet und Wudu gemacht. Ich habe vieles gemacht, was meine Eltern nicht wussten, viele Jahre lang. Irgendwann, ich habe das meiner Mutter erzählt. Ich habe gesagt, ja Mama, ich interessiere mich für den Islam und bitte akzeptiere es. Sie hat es akzeptiert, aber nie begriffen. Also sie hat mich unterstützt, indem sie kein Schweinefleisch mehr kauft oder für mich extra kocht. Ja, und ich habe mich dafür entschieden, weil das ist für mich die wahre Religion und es gibt keine andere in meinen Augen. So. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin Alicia, ich bin seit circa 10 Monaten Muslim, Alhamdulillah. Ja, meine Geschichte war halt so, wo ich halt nach Deutschland gekommen bin vor 14 Jahren, habe ich halt immer so Bezug zu ausländischen Menschen gefunden, halt meistens halt immer türkische Frauen und Mädchen, und diese Menschen haben mich halt immer so warmherzig halt aufgenommen. Ja, und da fing es halt schon langsam an, dieser Begriff Islam, was ist das? Und da ich aus Polen komme, war das halt in Polen halt immer so extrem, so Terrorismus und dies und das und Islam ist nicht das Richtige. Also habe ich dann ein wenig da drauf gehört,
aber irgendwas hat mir da halt gesagt, so, guck mal, die reden doch immer alle und so, wieso liest du dann selber nicht? Also fing ich dann halt an, von Freunden auch zu erfahren, was ist Islam und auch, wieso macht ihr Ramadan? Oder auch, wieso isst ihr denn kein Schweinefleisch? Und so immer wieder neugierig gewesen. Ja, und diese Brüder und Schwestern haben mir dann halt immer erklärt, so, weshalb, wieso. Irgendwann habe ich dann auch Brüder kennengelernt und die haben auch gesagt, so, Alhamdulillah, dass ich dann auf die Seite die wahre Religion gestoßen bin, wo ich dann halt da war und da konnte ich halt von Bruder Ibrahim so einiges erfahren, auch meine Fragen beantworten. Und ich war damals halt ziemlich gläubig. Ich war auch auf einer katholischen Schule, wo Nonnen unterrichtet haben. Und ich habe auch diese auch immer wieder gefragt, so, ja, können Sie mir denn bitte sagen, so, was bedeutet das in der Bibel? Oder dies und das? Und wieso steht das da in der Bibel, aber die Christen, die machen das nicht. So, wieso hören die nicht auf das Wort von Gott und so? Und meiner Meinung nach konnte sie mir diese Fragen nicht beantworten. Sie hat dann immer gesagt, ja, Neues Testament und ist jetzt alles geändert worden und so. Und ich habe mich dann immer gefragt, so, wieso ist das geändert worden von einem Menschen? So, wir hatten das Recht und so. Das hat mir halt keine Ruhe gegeben. Also fing ich dann zwischendurch halt wieder über Islam zu lernen und zu erfahren. Und irgendwann, Alhamdulillah, bin ich dann auf einen Bruder gestoßen, der, ohne mich zu kennen, mich und halt eine andere Freundin sofort darauf angesprochen hat, so, ja, was haltet ihr von Islam? Und wir dachten so, ja, Alhamdulillah, wir glauben wohl schon dran und es ist das Richtige und es ist das Wahre. Und dann hat er gefragt, so, ja, seid ihr Muslime? Und wir dachten so, nein. Ja, wieso denn nicht, wenn ihr daran glaubt? Ja, aber wir können ja noch nicht beten und wir gehen ja noch raus und immer diese Shaitan, so, ach, du gehst ja noch raus und du willst ja noch feiern, du willst ja noch dein Leben genießen und so. Islam ist doch das Ernste, das geht nicht und so. Und er hat die ganze Zeit dann gesagt, so, aber Schwester, du kannst es doch Stück für Stück machen und so. Du musst das doch nicht sofort alles aufgeben und so. Du musst Geduld haben. Ja, und wir haben halt ziemlich lange miteinander halt geredet und so. Er hat mir halt von Islam dann viel erzählt und erklärt, dass ich keine Angst haben soll, sondern einfach darauf vertrauen soll. Irgendwann fing ich dann so an zu weinen. Ich habe dann gesagt, so, ich glaube, Alhamdulillah, ich bin schon bereit, weil ich hatte schon öfters wohl das Gefühl, Muslima zu werden, aber dann kam der Shaitan und hat mich wieder abgelenkt. Ja, und dann habe ich vor ihm dann halt erstmal die Shahada ausgesprochen, Alhamdulillah, und daraufhin, glaube ich, ein paar Wochen später bin ich nochmal halt offiziell zur Moschee gegangen und bin dann habe da nochmal richtig aufrichtig Shahada ausgesprochen, Alhamdulillah. Das ist meine kurze Fassung. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.